Hallo, herzlich willkommen. Mögt ihr euch vielleicht zu mir setzen? Vielleicht merkt ihr es an meiner tiefen Entspannung. Ich bin an einem ganz besonderen Ort. Ich bin an meinem Wurzel- und Flügelort. Ein Ort, an den ich schon viele Jahre komme, seit über 40 Jahren. Ein Ort, der mich durch alle Lebensphasen begleitet hat. Und wenn ich umgezogen bin, woanders mein Leben neu aufbauen musste, der Ort ist geblieben. Das ist was unglaublich Kostbares, weil sobald ich hier bin, fühle ich mich entspannt, geborgen, sicher, am richtigen Platz. Ich wünsche euch, dass ihr solche Orte in eurem Leben habt, weil sie helfen, so total loszulassen und dann auch wieder neu anzupacken. Und das braucht dazu natürlich auch Menschen gegenüber, mit denen wir loslassen und anpacken, neu anpacken können. Wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, Gott war nicht immer so ein sicheres Gegenüber für mein Leben. Ja, ich habe von früh auf gehört, dass Gott mich liebt, dass ich bei ihm geborgen bin, aber ich habe genauso und meistens im selben Abend zugehört, Gott ist auch der Richter deines Lebens. Gott ist der nicht einfach dein Buddy ist, dein Gegenüber, sondern der dein Leben auch beurteilt. Und du solltest da schon gehörig Respekt und auch ein bisschen Angst davor haben. Es hat sich tief in mein Leben eingegraben. Welchem Gott folge ich denn? Welcher Gott schaut mich denn an? Bin ich denn von Gott geliebt? In jeder Lebenssituation? Kann ich mich auf ihn verlassen? Es hat Jahre gedauert, bis ich zu diesem Gottesbild gefunden habe, zu dem Gottesbild der Geborgenheit, des tiefen Vertrauens, des Angenommenseins, ohne Wenn und ohne Aber. Bin so dankbar darüber. Hier an meinem Wurzel- und Flügelort habe ich viele Gespräche mit diesem Gott, der mein Gegenüber ist. Und beides gehört untrennbar zusammen. Ich wünsche euch so, dass ihr solche Orte habt und dass ihr Gott als so ein Gegenüber erlebt. Wenn ihr das seht, bin ich gar nicht mehr an diesem Wurzel- und Flügelort. Der Alltag hat mich längst wieder eingeholt. Aber das ist gar nicht wichtig, denn Gott geht ja mit, auch in diesen Alltag. Und heute, an diesem Sonntag, wo ihr das seht, gibt's einen wunderbaren Wochenspruch. Jesus sagt dann, Matthäus 11, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ist das nicht eine unglaubliche Zusage? Man nennt dieses Wort auch den Heilandsruf, weil Jesus da ist, um heil zu machen, um neu zu machen, um zu retten, zu erlösen und zu helfen. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr Gott als dieses sichere Gegenüber heute erfahrt. Dass ihr spürt, er ist derjenige, der euch Halt gibt, der euer Leben trägt und hält. Darauf könnt ihr euch ganz und gar verlassen. Gesegneten Sonntag euch heute.